Shalom Aleichem. Hand will ich dir erzählen wegen der wichtigen Daten in dem jüdischen Kalendar, wo es fallen Neues auf der Woche von dem 10. bis zum 16. Februar. Der Schreiber Shloime Gilberg ist geboren geworden dem 10. Februar 1885 in Radzimir, neben Warschau. Gewachsen bei seinen Seiden ein Nikolaevsker Soldat. Der junge Shloime hat sich gelernt in dem Rebensbeis Medrash und sich dort vertieft in Zohar und Kabule. Ist bechlall gewesen eine tief religiöse Natur und hat sich später aufgegeben mit Mystizismus und Spiritismus. Sein Debüt in Literatur ist vorgekommen im Jahr 1907, wenn im Sammelbuch Neuzeit seinen aufgedrückt geworden seine Stimmungssachen Die Sohn und die Stadt. Später hat man seine Werke gekonnt lehnen in die verschiedenen jüdischen Publikationen von jeder Zeit. Romanzeitung, Heint, Unser Leben, der Freund, literarische Blätter, Neue Volkszeitung, Zukunft, Vorwärts und so weiter. Hat auch umgeschrieben etliche Pieces. In den Hitlerjahren ist Gilberg gewesen in Warschauer Ghetto, gelitten von Hunger und Not und doch weitergeschrieben. Gewesen aktiv in der jüdischen Kulturorganisation IKOR. Ist umgekommen im August 1942 in Treblin. Der hebräisch-jüdische Schreiber Zalkin Zalman Schneer ist geboren geworden in 1886 in Shklov. Stammt von der bekannten chassidischen Schneerson-Mischpuche. Noch im Bekommen eine streng religiöse Erziehung hat sich gelernt in der jüdischen Kroinschule. Früh ungeheben schreiben Lieder in Hebräisch und Jiddisch. Zu Jahr 13 hat sich weggelost in Odessa, wo Bialik hat ihn warm aufgenommen. Zu lieb materielle und mischpuche Problemen ist schneller gekommen in Warschau und dort gearbeitet in einem Verlag. A kurze Zeit ist schneller gewesen ein persönlicher Sekretär bei Yud Lamed Peretz. Später sich ihm gekehrt in Shklov, der noch gewohnt in Wilna, wo hat beschrieben in seinen Poemen Wilna. Sich auch gelernt in Schweiz, in Paris, wo hat studiert Philosophie, Literatur und Naturwissenschaft. Gelebt in Berlin und besucht Amerika. Etliche Mal hat sich geprüft besetzen in Eretz Yisroel, aber zulieb des Sechsuchim mit der ortiger zionistischen Elite verlost Palästina. Die Zweite Weltmalchume hat schneller übergelebt in Amerika und in 1949 wieder gekommen in Yisroel und sich besetzt in Ramat Gan. Zulieb gesinnt Siebes etliche Mal gefahren in Europa und Amerika, wo ist gestorben in New York in 1959. Mit einem Jahr später ist sein Körper rübergeführt geworden auf den alten Säulen in Tel Aviv.
Dem 12. Februar 1908 ist geboren geworden der jüdische Dichter Yossel Kotlar. Sein Namensstadt ist gewesen Berditschew, wo hat gewohnt bis der Zweite Weltmalchume. Nach der Malchume hat Kotlar sich besetzt in Wilna. Zwischen seinen Werken und Büchern sind besonders beliebt gewesen seine Lieder für Kinder, wo es Sache von sie sind übergesetzt geworden in viel Sprachen von Völkern in Ratenverband. Kotlars Lieder, musikalische und volkstimmliche, haben oft zugezogen die Kompositoren. Das bekannteste Lied auf Kotlars Wörter, Spiel je mir a Liederle in Jiddisch, hat gehabt in ihr Repertoire die bekannte Sängerin Nechama Lifshitz. Und jetzt will ich überlehnen Yossel Kotlars Lied In Liete is man heim. In Liete is man heim beim Breck von Niemann. A pusche Toys von Ziegel und von Lehm. Es ist teuer mir. Ich will sich nicht übernehmen, wie jeden Menschen teuer ist daheim. Es freien sich die Teichelig, die Klare, wenn der draußen sonnig ist und frisch. Punkt wie alle Häuser Kinanore, in Moskwa, in Neapel und Paris. Freund Getreier, lommer beide geben sich die Hand. In der Stadt soll mehr nicht wissen von kein Feier. Unser Heim soll mehr nicht werden ausgebrennt. Gestorben ist Yossel Kotlar im Jahr 1962. Dem 15. Februar 1882 in Wilna ist geboren geworden Yehuda Leib Cohen, bekannter Philolog, Sammler von jüdischen Folklore, besonders von jüdischen Volkslied. In 1899 ist Yehuda Leib gekommen in 9. Berührung mit der jungen Schriftstellergruppe von Avrom Reisen, Sholem Asch, Nomberg und durch sie hat sich bekannt mit Jud Lamed Peretz, was hat ihm begeistert und zu gehen weiter mit seiner Folklorearbeit. Kedei auszumeiden dem pressiven Armee, muss herausfuhren von Russland. Sind 1904 hat Cohen gewohnt in Amerika, wo hat gearbeitet bei seinem Fach, wie ein Sägermacher und Mamschig gewesen zu sammeln jüdischen Folklore. Cohen pflegt oft auftreten mit seinen wissenschaftlichen Referaten auf die jährlichen Konferenzen von dem New Yorker IWA und ist auch gewesen aktiv in der Arbeit um die jüdischen Schulen. Zwischen seinen wichtigen Sammelbüchern finden wir 2 Bände von jüdischen Volksliedern mit Melodies, die Sammlung jüdische Volkmeisters. Yehuda Leib Cohen ist gestorben in 1937. Zu seiner 20. Jahrzeit, in 1957, ist erschienen eine neue Auflage von jüdischen Volksliedern mit Melodies, mit der Akdome von Max Weinreich. Und zum Sof von unser Wochenkalendar lommer der Monen Salmen Schneers bekannt Lied Margaritkelech, was ist schon geworden ein Volkslied und wird oft gesungen heint über der gurer Welt. Lommer es hören, wie es singt es die bekannte Israel-Sängerin Chava Alberstein.
In Wälder beim Teichel dort Sennen gewachsen, Margaritkelech elend und klein. Wie kleininke Sonnen mit weißinke Strahlen, mit weißinke Tralalala. Gegangen ist Chavale, still und verchulend, zerlosen die goldblonde Zepp. Das Helsland bläust und gemurmelt verchulend, das Liedele tralalala. Da kommt ihr entgegen, a Bocher, a Schwarzer, mit Locken, mit Schwarze wie Pech. Flammt mit die Augen und entfährt ihr lustig und entfährt ihr trala.